Guten Abend bei Dickrich TV. Heute Molnis enker aus dem Autosmuseum zu Dickrich. Die letzten 6 Monate, da hat ja heute ein Traktor den Tag gehen, wieder gesitzt, als ein Lo aber nicht mit Tempo an dem Museum rankommt. Die neue Expo am CNVH ist der Marc Alpine dediiert. Und noch ein bisschen dem Garagist der Pilot Jean Redley, den Marc 1955 gegründet hat. Mit dem Namen Alpine wollte hier sein Plaisir vom Fahren an den Bergen rausdrücken. Er findet dann noch dem Jean Redley sein erster Rennwohn überhaupt, und noch den ersten, den er selber Anfang der 50er Jahre bauen gelassen hat. Den Ursprung vom A106, das heißt also ein Modell von einem am ganzen 25 Stück. In an segem Ju wéien do steet mat den Autokollen mat de ganzen Sachebannen dran, wéien de Mols bis vielleicht en 7er Jore von der 76 vielleicht Kompetitiioun gelaf ass an das rar fir so Sache vu 55 bis 57 bis 77 dann so ze gesinn, dat de wirklich Kason en ass als Rennwohn op Welt kommen en as so haut nach immer. De Serge Pauli, dem mat Grolle fuhr des Expo Been ze setzen, ass fasziniert vun Alpine, an dat scho vu ganz klenge Munn. Man dem 16 Joer huet hien den Alpine Club mat gegrünnt an natierlech och selber ëmmer Alpine Ween gesammelt. Besonders bei diesem Modell aber gerät Serge Pauli komplett und schwärmen, wohn den de Jean Redley 1963 für Le Mans bauen gelassen hat, den absoluten Highlight von der Exposition, die noch von nicht viel drin ist, von unschätzbarem Wert für einen Alpinist ist. Das wenige weit vielleicht von 120, von 150 Kilo, für die Zeit wäre etwas Spezielles. Und für uns Alpinsliebhaber ist das etwas Spezielles. Es gibt von 3 Stück, die gebaut sind, gibt es danach 2. Es hat eine Valeur. Es hat keine Valeur auf das Kilo. Alpine fasziniert Serge Pauli einfach, gerade weil der Rennwohn mit wenig Gewicht der Kubikers an der sportlicher Seher. Es wundert ihn dem nun nicht, dass die Marke nur 20 Jahre am Abseits Lo Dach einfach an Rennen kennt. Dem ist die Expo auch als Plateau zu gesehen für ein Auto, den Lorem aus seinen Allglanzzeiten auch knappe will. Dann darf der ganz Geschwister der Gemeinde nicht Buch Dickrich Momentaufnahmen zu kaufen kriegen. Für kurzem ist die Publikation an den Druck gegangen, und wir waren für euch bei dem spannenden Moment dabei. Birgitte Cézanne Magique, so hecht den anert ganz interessant Buch, dat den BTS-Student vun Dickrich fir kurzem zusammen mat engem freieren Lycée-College rausbrucht huet. Eg Geschicht inspiriert und der amerikanischer Kultserie Breaking Bad. Mir hunn den Autor fir kurzem heit zu Dickrich begéint, gené do wohin am vun Goldidee fir d'Geschicht krot. De Maxime Toussaint ist BTS-Student für Media Writing am Lycée Classique zu Dickrich. Von seinen Lieblingsfilmen aus dem Film Breaking Bad, wo ihm besonders die Szene gefällt. Your great aunt Birgit passed away. I'm sorry, who? Well, apparently she passed away in Dunkirk, Luxembourg, and this was, wow, 8 years ago. Für seinen Prof hier, als ein Matschüler für einem Jahr an Dickrich geschickt hat, für nur der perfekte Geschichte zu sichern, hat die Szene eine wichtige Rolle gespielt, gerade wie auch die Dickricher Stoff. Wir sitzen hier auf der Terrasse zu paar Kollegen und schon halt die Stadt geguckt. Ich bin nicht ganz verreckt von Anfang mit Trüppeln all da lang, dann wir realisieren, dass am Anfang eine Frau den Schwanz für seinen Irselandblut hält und da ein Mensch raushält. Das ist ein bisschen komisch. Und ich schon direkt die Link gemacht zu suchen von der Serie an die Stadt und ich mal gedacht, wieso ist das dann nicht die Great Aunt Birgit für Breaking Bad? Wieso kann das nicht sie sein und erzählen nicht seine Geschichte halt?
So also als Legend vum Birgit entstand, e jungtikrischer Mädchen, dat 2 klein Iselen adoptiert huet. Das durchaus ein Kehrgewe Buchenstunde huet Maxim Demos aber noch net geahnt. Erreicht wie hier sein alle Lycée-Kolleger YouTuber Cedriceren begehnt huet, Grozarte Richtung Dreh. Hier gemeinsam Passion für Medien war direkt darum du. Demos hat man schon dick viel Projekte wollte man, also mir waren im Junger, so in de Material net so weiter. An wo wir uns für Uni gegangen sind, mir ein bisschen verloren. An 2020 krudech mat, dass ins Regal Lützeburg wie, an mir gesagt, dass die Mama ein Cap ist. Und du hast regelmäßig gesehen, an oder 2. oder 3. Kehr. Und mir gesagt, ich wollte schon immer ein Buch publizieren. So durch mal, wisst du was, ist schon eine Geschichte. Und so hast du gern. De Maxim an de Cedric hatte mat dieser Publikaoun op alle Fall die richchte Nuss. Hier Geschicht huet vu se Schwäze gedoen, a mittlerweile as Buch net nëmmen op Amazon zu fannen, mé auch a verschiedene Büchergeschäfter zu Lützeburg, wie zum Beispiel bei der Librerie Zimmer op der Liberationsplatz, déi du auch direkt am Zentrum vum Geschéie leit. Die Geschichte von Birgit liefert am Funk d'Erklärung vom Eselsburg auf der Liberationsplatz. Für allem war das der perfekte Background zu der Breaking Bad Szene, wo ein Amerikaner von einer Tat von Dickrich beirrt wird. A grad de Lien möchte aus der kleiner dickrischer Legende eine cool internationale Story. De letzte Monat war es Oktober Ros so gesot, wo sech mat allméiglechen Aktionen gegen den Brustkrebs angesagt gëtt. Für die Bloggerin Laura da Silva zum Beispiel ass dat nie eine Gelegenheit, mit ihrem rosa Stullen erwähnt zu sehen. Und dabei war sie auch zu dickrich passiert. De rosa Stull ass eng Idee vun der Infirmier Laura da Silva. Op ihrem Blog La Chauve-souris, net Fledermaus mit die Glatzkappe steh lart, mëcht sie schon zunter Joren alle Fra Courage, die vu Brustkrebs betroff sinn. Den Oktober Ros ass sie do finis Film mat ihrem rosa Stullenerwee, Dekeier auch an der Großgast zu Dickrich. Ich war selber betroffen und krank sind, also Fulltime-Job, einen Fulltime-Job für Saldatant op Saldatant. Wenn ich auf der Diagnostik warte, sind auf einem Stuhl, wenn ich auf den Doktor warte, wenn ich auf die Chemie warte, wenn ich auf die Operation warte, dann warten auf die Zukunft, dann weiß ich nicht, was morgen ist. Und ich denke, es muss die Leute sensibilisieren für den Depistage, für dass sie nicht auf den rosa Stuhl müssen kommen und die ganze Zeit warten. Das ist dann Symbolik, die erste Symbolik und die zweite Symbolik ist, dass man Frauen alle Gute sollen unterstützen, die tatsächlich an dem Fall sind und dass sie nicht sollen allein sind. Und dass sie stark sind und dass sie sollen stark bleiben. Und dafür ist das so zustande kommen. So gut wie heute zu Dickrich ist Laura da Silva war diese Welle nach kaum empfangen gehen. Für das Mal hat sie Rendezvous mit den paar Damen von der Gleichheitskommission, die sich natürlich gelos haben, hier Solidarität mit allen Betroffenen auszudrücken. Wir sind Member von der Egalitätskommission von der Gemeinde Dickrich und wir wünschen alle Frauen, die betroffen sind vom Brustkrebs, dass sie Diagnose haben, dass sie eine Behandlung sind, dass sie schon überstanden haben und aber noch immer am Kopf haben. Alles Gutes, wir wissen, jeder für kann betroffen sein und wir halten hin mit Daumen für die Zukunft, dass sie ihr Leben gut führen und regulieren. Der rosa Stuhl. Immer bleiben Leute stehen und lassen sich auf den rosa Stuhl begleiten, wo sie dann eine Message Betroffener oder allgemeinen Population richten können. Nee, was ich wollte gerne sagen, ich fand die Initiative von ihr immens super, dass sie das macht. Ich habe noch ganz viel Respekt für die Leute, die Krankheit tun und die man da müssen leben. Weil für viele Fälle ist es nicht einfach, wenn sie nur einen Bruch Mann haben. Und Gott sei Dank gibt momentan gut operativ Interventionen und ganz gute Soutien von den Doktoren. Und das fand ich einfach super. Auch für den Rest gebe ich so ich meine einfach nur, dass alle Menschen probieren, ein bisschen mehr gesund zu leben und ein bisschen mehr ohne Stress. Ja, also besonders am Oktober, aber auch am Laufe vom ganzen Jahr sollen Menschen und all die courageusen Frauen denken, die Brustkrebs erkrankt sind und auch in ihren ganzen Entourage. Für die Leute, die gerne nach der Gesundheit gucken, geht an Depistage von der Mammographie. Auch für die Männer, die betroffen sind, geht bei den Doktor, geht an Prävention, für dass er nicht auf den rosa Stuhl kommt. Moin, ich bin Amra, ich bin 20 Jahre und ich wollte all die Frauen dabei sein, die betroffen sind, ob Ela oder auch die Jung, dass sie nicht allein sind, Courage und immer positiv denken und die sind die schönsten.
Der rosa Stuhl ass beleeft bei denen meeschte wo Laura hikennt. So aufgeschlossen solidarisch wie zu dickrich, gëtt sie mat ihrer Aktion aber net dacks opgeholl. Mischt also könnt ganz gut tun, weil die Leute sind sich net bewusst. An Hai hummer wirklich ganz flotten Akkoi zu dickrich, Leute sind extremst betroffen. Ja, also Leute sind ganz froh und der rosa Stuhl kennt. Der rosa Stuhl dürft also auch 2022 ziemlich sicher nächst zu dickrich passieren. En Oktober, wo an der École d'Hôtellerie de Tourisme HTL heit zu dickrich och die feierlech Zeremonie wo Diplom riverrecht gin. Immer een grosse Moment den entsprechend zelebriert gëtt. Déikeer awer ohne eng Mailer se wie gewinnt, durch Pandemie bedenkt goufen nämlich 2 Joergang mat den Neeg geeiert. En Oktober an der Hotelschule zu Dickrich haut se dun de Premierschüler Schülerinnen vun der EHTL, denen en onvergisslichen Ofenzement déi Lotschule hanner ze schlossen oder schon hanner zech gelos hunn nach lächte Briefing an da mussssen sie an d'Arena. Si a bisssen opgerecht? Ja si bisssen opgerecht, weil dat sie echt war, die mar im Hus langem an do wëlle jo awer och dass alles gut ofleft, an ass Klion awer ook zufriede sinn. Mit du awer lang geübt ha fir denken schon. Mir hunn relativ lang geübt, silo am lachte Joer ass an Terminalsklasse an d'Apregung läuft awer immer zum Mozeit Diplomiwwerrechung ass, wo wirklich alles soll tipptopp a proper sollt oflaufen. Dat teige tatsächlich kein Soirée für die Anna. Ob des Moven sollen eng 99 Schüler Schülerinnen datsteck vorbei an de Grab kreen, dat sie fir d Berufsliewe qualifiziert. Begleet gi sie dabei vu Familie oder Frin. Eng Soirée also wo wirklich alles muss präzis geplant sinn. Wir haben 2 Promotionen das Jahr bei 2021 und 2020 an das ist so, dat man bald 300 Leute hunn. Wir müssen das müssten op 2 Säle ausdehnen. An war doch exceptionell das nicht am Sitzen an Gedepstiessen. Dat hecht das grosse Kino besonders auch für diejenigen, die organisiert hun. Für d'Eichter Vermoll gëtt nach e wichtige Message punkto Nohaltegkeet mat op de Wee. Vum René Mathieu, de mat Singer Distillerie zu Burschlinster, ëlo cho fir 2 René zum beste geringe Restaurant der Welt gekürt gouf. An déi selwer och 3 Schüler aus der Hotelschule bei se schaffen huet. Selbet ass et net Leiit zu Vegetarier ze machen, wie zum Nodenken unzuregen. On va changer, parce que l'équilibre alimentaire pour tout être en bonne santé, c'est plutôt 80% de végétal et 20% de protéines végétales ou animales. Donc la proportion est minime quoi, en fait, au niveau viande. Donc je pense qu'il faudrait qu'on puisse... Aujourd'hui c'est inversé, c'est 80% de protéines animales et peut-être 20% si c'est pas 100%. Donc c'est juste ces choses-là qu'il faut qu'on change dans notre alimentation. Parce que le végétal, pourquoi le végétal, le futur du végétal pour moi c'est ça, parce que tout ce qu'on doit déjà cultiver pour nourrir les animaux, on pourrait tirer en culture pour se nourrir nous, les humains. Das ist ganz klar, dass wir als Verantwortung müssen überholen, was nachhaltig, saisonal und noch regional anbelangt. Und da haben wir es ganz klar weiterzumachen. Ich meine, der Anfang war für X Jahren die ganze Tendenz mit dem Bio, mit dem Biologischen, alles Agrikultur, Biologie. Und ein Hotelschule darf sich au contraire nicht verstoppen, wir müssen am Vierreiter sein und am guten Beispiel gehen. Dëse Mowen dawer ho sie allhai anderes am Kap. Endlech hireieren Diplom am Grab halen, dat ass de Bütt fir Haut. Et mir gerichtecht Fred am Saal bei alle Leiit, dat sie et lo endlech gepackt hunn. Ganz gut. Ech si wirklich stolz an all den Joren endlech in Diplom zu. Wie war die Zeit an hai op der Schul wär ze vermëssen? Ja schwe ze vermëssen, also Mofang weit schwéier. Und mit der Zeit und mit den Stagen dann nur immer mehr Erfahrung und dann könnte man Lust weiterzumachen. Ënnerten Diploméierten as iwwer schon soch durchstres engem dickecher Gastronomiebetrieb. Je suis fière d'être là et de ma fille, voilà, qu'elle avait réussi à faire son diplôme. Parce que même si on trouve que c'est facile de venir à l'école hôtelière, c'est quand même pas aussi facile que ça. Alors je suis fière d'elle qu'elle a réussi tout sans aucun problème. Also ich bin froh, dass ich gepackt habe und dass ich auch all die Stage machen konnte, weil ich dann do viel Sachen beigelehrt habe. Und ja, ich war ja auch das Jahr drei Monate lang zu Malta und ja, das hat mir immens gefallen. An Lo, wo geht es hin?
Mal momentan also ich hoffe nicht aber schon ein bisschen mit meinem Stefbau und seiner Entreprise an schmal ein bisschen Marketing an Kontabilität ja. Ja. Dann für nächstes Jahr gucken wir, wie es weitergeht. Nicht jederin hat Chance am Familienbetrieb anzufangen. Trotzdem kriegen die meisten Ofen nicht nur einfach ein Diplom an den Grab gedrückt, wir haben auch schon einen Job an der Tasche, was damit zusammenhängt, dass sie von Anfang an an der Hotelschule für ein paar Wochen am Jahr beim Patron arbeiten und dort dann quasi von der Schule weg engagiert gehen. Ich bin ab Januar soll ich im Croisière-Chef als Reiscout angestellt gehen. Ober Aida, genau. Ja. Das heißt, ihr zieht dann die Großfelder raus? Ja, natürlich. Ich will viel mehr entdecken und nicht zu Lützburg die ganze Zeit bleiben. Eng Schule also, die tatsächlich Zukunftsperspektive bietet oder, wie das Jungfrau sieht, die das nächstes Jahr wird aufschließen. Das ist an sich eine ganz gute Show. Das ist komplett anders wie eine Lycée. Wir reden wirklich auf dem Leben von der Arbeit hier. Und sie drücken uns auch wirklich bis zum Anweiser. Wir kommen just nicht stärker raus. Dickrech huet eng gros Panoplio Restaurant, wo kulinare Spezialitéiten vubal all Ecken aus der Welt ugebude ginn. Lo dann ass eng Neiadress vorbeikom mat südamerikaschem Flair. Meer wäre firrech Landschluss. Rodizio Grill, donc encore une fois un concept un peu atypique, un restaurant voilà, avec quelque chose de différent. C'est une spécialité brésilienne et en fait c'est le fait de servir plusieurs viandes donc qui sont cuites comme vous voyez derrière moi sur des épées et en fait le service se fait à table et on sert la viande à volonté aux clients. Et toujours comme d'habitude la qualité de la viande comme chose vraiment importante. On a une belle offre entre la fondue et le rodizio. Alors c'est deux concepts complètement différents. Et quand on va au rodizio, on mange le rodizio. Et quand on va à la fondue, on mange la fondue. On ne peut pas mélanger les deux. C'est deux restaurants bien distincts, il faut bien préciser ça. Durch Pandemie wurde das letzte Jahr auch der Concours National du Film d'auteur zu Dickrech ausgefallen. Das Jahr konnte zunächst am Cinescala aufgehalten gehen. Aus dem Film Deich war wohl ein Film Darkin, aber die Auszeit von 2020 scheint dem Konkurs gut getan zu haben. Die Qualität die war durch die Bank exzellent. Einmal am Jahr organisieren der Ciné-Kamera-Filmclub von Dickrech und Fédération Luxembourgeoise du Cinéma d'auteur FGDCA den nationalen Konkurs für Autorenfilme. Das sind Filme, wo der Regisseur alles von 4 bis 10 selber bestimmt. Die besten Werke gehen immer am Cinescala zu Dickrech präsentiert und ausgezeichnet. Auch der 69. Filmfestival hat nicht überzeugt. Ich war den ganzen Tag hier und das hat mich schon interessiert. Weil wir immer 4 Runden mal zu tun hatten. Und, ich fand da so eine schöne Variation dran. Es war auch ein bisschen aktuelles Sujet, was die Covid betrifft. Es waren noch Sachen von der Jugend dabei, was ich auch ganz flott finde. Und dann auch die Dokumentarfilme. Also ich fand, dass das eine ganz schöne Mischung war und es waren aber relativ viele Filme. Madame Schmitz ist die Frau vom früheren Präsidenten der FGDCA. Ihm zu Ehren hat sie Couple Louis Schmitz an die Leben gerufen. An der Gang wie auch schon bei der Edition 2019 und Chantal Laurent an ihrer YouTube. Für den Film The Seaside is Our Home, den übrigens auch den Spezialpreis Meilleure Fotografie kriegt. Für allem überzeugen konnte die sensible Autorin aber mit diesem Film La Terre est bleue comme une orange, den am ursprünglichen Sinn vom Film d'auteur zu verstehen ist. Für 100 Jahre nämlich waren Autorenfilme der einen Bezug zu einem renommierten literarischen Autor hatten.
Für diese kleine Bijou konnte die talentiert Amateurcineastin nicht nur den ersten Preis an der Kategorie Fantasie mit ihm holen, sondern auch den Preis vom Jury für den besten Film vom Festival. Ein beleefde Gast am Festival du Film d'auteur als erworte Vito La Balestra vom Studio 816, dieses Stück ja dem Thema Lockdown ugeholt hat an einem Festival eine Trilogie rund um Pandemie präsentiert hat. I would suggest to joint venture with the... Do you listen? Do you? Oh, I have a meeting to go to. Bye-bye. Einmal der Film über den Lockdown, dann über die Zeit noch und dann noch einmal der Film Reset über den zweiten Lockdown. Auch für diesen traurig und auch hoffnungsvollen Film gewinnt den ersten Preis an der Kategorie Fiktion. Der letzte, das ist der Reset, wo ein neuer Lockdown kommt aus den bisschen klängen, wo aber Probleme sich an der Gesellschaft herauskommen, wie jung, wie Leute die lang sind während der Kriegszeit, Junker, Studenten, die sich isoliert und wo Depressionen immer mehr kommen. Und das hat uns, also die Amerikaner, nicht inspiriert, für durch und ein kleine Kurzmetrage schnell zu machen, für dann die Trilogie aufzuschließen. Mit diesem Filmfestival will ich auch in erster Linie junge Publikum ausschwätzen. All Jahres gibt es durch eine Kategorie Jeunesse, wo auch immer nächste Filme von der SNJ Media Factory präsentiert werden, wo Junge das ganze Jahr über gelehrt haben, mit Medien umzugehen. Also sie machen zum Teil selbstständig, sie kriegen Wissen, wie ein Film möchte und sie können dann bei einem engen Tag ihre Idee realisieren. Mit der Unterstützung von Freelance können sie dann aber ja, alles selber machen. Sie müssen filmen, sie müssen Schauspielerin und ja, das dann, sie machen das selbstständig. Ja. Der Prix Jeunesse geht allerdings um die junge Elena La Balestra, die ihr Handwerk von ihrem Pap gelehrt hat. Sie hat beim Zeichentrickfilm Bad I'm Better überzeugt. Elena selber konnte bei der Remise des Prix wohl nicht dabei sein. Der Mentor hat sich dafür umso mehr gefreut. Ich habe gesehen, dass mein Mädchen etwas gekriegt hat, dass den ersten Konkurs machen möchte. Und ich habe selber gesagt, ich komme nicht, weil ich schumme mich, das sowieso, wie sie Haut so das wird so nicht, das sowieso nicht. Und voilà, das ist ganz ambel, also das aber für mich, also das ist genial, was das gemacht hat. Ich meine, für die Leute hat auch einen Prix de Coup de Cœur nicht für nichts gekriegt. Voilà, das hat mir viel Freude gemacht. Für den Vito hat jede Kreativität, sie müsste just einfach gefördert gehen. Das Filmfestival von Dickrich trägt seint sicher dazu bei. Vis-à-vis vom Autosmusee huet frére Molenkier den Auteur Schauspieler Henri Loch gewonnen, den am Laufe segem Liewen ëmmer nees ger op Dickrich Zrékommers, zum Beispiel fir sei Film die zwee vum Biersch am Militärmusee opzuholen. Mir hunn den Henri Loch bei Geleenheet fir segem 90. Geburtsdag heit zu Dickrich begéint, a mat Teamen Tour op fichte Stationioen ass engem Liewe gemach. Den Henri Loch ass 1931 zu Dickrich an enger Privatklinik op Welt kom. Demals huet d'Familie an der Palaststroos gewunt, nëmmen 2 Auto Notun ass hin an Trüstavlo genannt Grof geplënnert. Eisëmmer am Grof. Dickrich war eng Festungsstaat an 4 war en David Grof. A wie dat so geschotten hun eng Strooshaus gemacht. De Nummer sommer bei den Dickricher bliwen, de Grof. An dat Haus do dat Grot. Do hunn ich mein Kannerzeit verbrucht. Ein einfaches Haus, aber historisch gesehen ganz interessant. Gebäi ist nämlich schon am Anfang vom 19. Jahrhundert gebaut gin, wie Lützeburgische freiwillige Kontingent Grot. Demals grot Dickrich am College an der Avenue de la Gare en Kavallerie. Das Haus an der Rue Stavelot war an der Zeit als Wohnung für die Offiziere gebaut gin. Aber weil nach flott war, das do ënnen Drun tëcht dem Orangenhaus an Eis, da war se eng klengen Haft. Da war ein großes Gelände für drin. Aber wie ich dann so ganz klein war, und ich durfte an dem Häufchen da spielen, so lange wie ich will. Und immer mit der Nuss, und ich dann zum Gelände rausgeguckt, besonders, wenn der Benny kam.
De Benny, dat war jo de klengen Zucht den op Feierne gefuer. An den ass déi seit, wo lo den Trott war ass, so no Lach gefuer. An dann hunn ech de Maschiniste gewingen. Und dat war besonders flott, weil vun de Maschinisten war mein Money. Et war eng onbeschwéiert Zeit, wie Kanner nach op de Strosse gespielt hunn, oni mussssen op den Trafik ze urchten. D'Auto ass dem Garage Wagner direkt vis-à-vis awer, do wo hauten Autosmuseers, déi hat net dem Henri Loch ugedoen, grade wie de Leefmedercher vum Garagist, wo vun een spéder hin de Garage verholl huet. Von der Rue Stavlo aus hat Henri Loget net weit bis bei die Neu Laurentiuskirch, do wo hin als klenger Bof eng richtig Massendinger Karriere durchlaf ass. Bis zum echte Massendinger huet hin Demos gepackt an erinnert sich nach Haut und die sëllesche Spichtercher de Boven dobei getriffen hunn. Mir kann er so ënne fir, das seit Boven dé seit Medercher. An da waren aber da schon Medercher, die man ger geguckt hun. Dann haben wir heimlich iwwer geguckt, ob das Eis auch gif gucken. A wann, da war man happy, gif man Haut so. Deshalb war man glückselig. Aber wir haben noch viel geguckt, aber wenn der Pastor auf den Predigtstuhl geklommen ist, du mal still für allmistens abdrücken, für not zu lauschen. Wir haben noch gelauscht, wir haben aber nicht matt gekriegt. Manner Flottogen goufet 1940 wéi Preisen op die Krich kom sinn. Den Henri Loch, den zu der Zeit an d'Schoul direkt nief der Kirchgängers, wat gerade mal neng wéi den Zweite Weltkrieg ugefang huet. En Nazi vu Wien war dem als Schulleiter ginn an huet Kanner gedoen Deitsch Propaganda aus den Zeitungen fir ze lesen. Déi awer hunn net alles mat gemach, eng Form vu Kannerresistenz fir den Henri Loch festhält. Am Ufang hun Preisen a Rival gewonnen. A wie se dann op einmal net mi gewonnen an das handelt sich gern, dann hun mir gegrinst. Besonders wie du d Amerikaner nach an de Krieg kommen, an dun was se einfach in das Palast dem Hut gesprungen, dat kräisch gedo. Besonders nur nichts einbilden. Wenn die Amerikaner kämen, dann geht es wie allen Blödianen. Danach kommen die Russen und dann werden die Köpfe rollen und dann haben wir nicht mehr gegrinst. Den Zweite Weltkrieg hat den kleinen Henri stark geprägt. Dafür hat er noch an der Nachtschau Drehbuch zum Film «Die zwei vom Birch» gedreht, den dünn zu seiner großer Freude auch nach an der Kellere vom Militärmuseum abgeholt, do wo hier noch persönliche Erinnerungen hat. Ich komme nach Ihnen wie Souvenir abzufrischen. Ja, die Allgemeine, die zählen ja paar Geschichten für dich. 34, sie sind an die Spielschule gekommen. Mein Papa war Chauffeur auf der Brauerei. Und dann ist er hin so mit dem Kamion hingekommen. Dann hat er mich mitgeholt. Da habe ich also wirklich das Haus kennengelernt. Wir waren nach Gemüse. Du warst wirklich die alte Brauerei. Ja. Mein Papa hat immer mein Kamion. Mit einer Zeit war ich von der Brauerei, aber sie waren responsabel für die Kamion. Den Henri Loch als Kant vun der Drëscher huet den Zweite Weltkrieg bis haut net vergies, net Geschichte vu segem Pap, awer auch net Geschichten déi boven aus der Zeit nëmmen durch de Krich erlieft hunn. Eng her Zeit fir déi Men awer Mënschlechkeet iwwerweit, fir aus all Situationun ëmmer der Best herauszuholen. Ja, die ganz Kohle gesinn. Da gesinn ich mich als Junke borscht direkt um Krich. Die luchen die dort zu Tausenden an der Stecker gerümmert. Und wir haben uns gesammelt, wir haben Kugeln rausgedrängt, und Pulver auf den Trottoir gestreht, und wir Zechten gemacht, in Kirche, in Schule, in Breck. Fix dabei, da waren die Zechten schwarz auf den Dingen. Und haben wir festgestellt, wenn alles rausfährt, haben wir dann die Hülse hingelöscht, und wir stehen op den Zünderfahrer gelassen, dann bang, ist die fortgefahren. Ja, also wenn ich so, da kommen die Erinnerungen automatisch. Man hat so viel Spielstücher gedrüber gehen, ne? Ja, ja. Viele, die hatten Chancen. Ne? Ich bin aber auch Kameraden, die und Leben gelost. Ja, aber wenn ihr bedenkt, an den Zeitungsannonce bis 1946 schon mal 60 Zivilisten von die gestorben sind, durch so Kriegsevenementen, weil Munition und Minen nach darüber. Für den Henri Loch war das Rees an die Zeit noch alle volle flotte Moment, den hinterem so richtig oplehe gelos huet, an him en auch nach eng Flot Surprise bit. Salut! La hummer just von dir geschwart, komm mal hin.
Gerade wie den Henri Loch iwwer den Roland Gaulschwätz, de fréieren Museesdirektor, den demolsten Tournage vun die zwee vum Biersch méiglech gemach huet, kënnte se noch nach Lacht an huet dobei eng Flottbekleedung. D'Enkelin vum General Patton. From Diekirch here, but he lives in Luxembourg City, an author, playwriter, and playwriter. Madame ass ganz interesséiert, dats den Henri Loch Drehbuch zu engem Film iwwer de Krich geschrieben huet, doch sie blank zelwere Steg opzefeieren. Et kann den an Gespräch a gleichzeitig merkt den Rëm, de Krich ass eng Platz wo alles ze summe kënnt, déi irgendwéi inzegarteg ass. An dat mecht, dats den Henri Loch och haut nach ëmmer en Dickrcher bliwen ass, och wann hier schon lang net mi heifund. Knapp als Halloween River scho können wir als Punktodekoration nes op Krischzeit erstimmen. So dat ganz Haus dekorieren als Lofleisch net bis Vegetarien een absolute Mast de gëtte dawer anzwa eng festlech Blumendekoration. Auf wie kann das do wohl am beste beroden wie Conny aus dem Blumeboutique Margretchen. Haut präparieren mein kleines Arrangement für Kröchte. Das könnt ihr auch ganz gut selber machen, wenn ihr ein bisschen kleinen Don gut für mit Blumen. Da könnt ihr euch überall an sich hinstellen. Ich habe hier rausgewählt mit Bordeaux-Tein und mit goldenen Tein. Könnt ihr euch auch ein bisschen an die Bespreadenne gehen. Und dann holt ihr euch ein Mus und dann könnt ihr das ein bisschen so rundherum picken. Also wenn ihr ein bisschen sammeln wollt, könnt ihr auch ein bisschen Zapfen sammeln oder Kästen. Dann könnt ihr etwas ganz Schönes damit machen. Voilà, also einmal habe ich zum Beispiel Skimia, da sind noch viele Leute, die noch Skimia am Gerd, selbst können da machen. Dann habe ich auch noch zum Beispiel so kleine gelbe Bullen, die kann drauf stärken. So, und hier so zum Beispiel Taxus, du kannst auch, wenn ihr mal den Arsch, den aufgebracht hast, den am Gerd stehen oder so, kann ich auch drauf stärken. Gerade weil ich gerade Brett tut. Also zum Beispiel einen Jorolo Zapfen, du holst ihn rot, dann drinnen statt und da kannst du einfach ganz gut so da drauf stehen. Das kann dann überall durch das Arrangement so machen, das hat ein bisschen so abgelockert. Und dann schon noch so kleine Gläser, die haben auch schon viel gedroht. Die kann ich dann auch so drauf stehen. Dann hat ich einen schönen Farbkombi mit Gold oder mit Rot. Du kannst für ihn machen, wie er will. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie du hier magst. Ob ich lieber das Weiß, Creme oder das klassisch Rot, Gold. Wie gesagt, das ist immer sehr gut. Voilà, so plus ou moins also schon fertig. Du kannst ihn nur noch, wenn ich am Gerd so roten Ilex oder so etwas draufstehen, dann hat ich schon einen schönen Krisch als Deko. Also da kann ich dann daheim hinstellen, wo ich gerade am nächsten aus, wo ich zum Beispiel auf dem Tisch oder war bei einer Familienfest auf dem Erstisch. Voilà, da kann ich einen kleinen Friedmann an dummer wünschen, ich schön feier dich. Voilà, das war es für unsere Emission heute aus dem CNVH. Wir stehen noch hier am Shop vom Autosmuseum, wo der ganz flott Gadget in rundherum die Expositionen fand. Also unbedingt doch einmal passieren, wenn ihr am Museum NRW seid. Spätestens den 11. Dezember sollt ihr sowieso hier hinkommen, weil dann geht nämlich hier ein Krischparty gefeiert. Den 11. und 12. Dezember ist natürlich auch Advent-Shopping ganz dickrig. An der Weekend vom 17. bis den 19. soll dann ja auch ein Christmarkt aufgehalten gehen. Und zu guter Letzt nicht vergessen, übernächste Freitag und Samstag, da ist auch Black Friday angesagt. Der Christstimmung dürfte dieses Jahr also nicht am Weg stehen. Und damit so, ich für heute Adi, wünsche ich noch eine ganz schöne Zeit. Bis auf 4 Wochen.